Ja, grüß euch benannt und einen Sakrischgurden. Jetzt Kasperl. Ja, Leute. Mein Ding ist mittelgut angekommen. Ich habe nichts anderes erwartet. Das Parabelritter-Video, ich weiß, der Großteil von euch ist wegen am Dingel hier. Aber die Leute, die es mochten es anscheinend auch entsprechend. Also ist jetzt nicht übermäßig negativ die Resonanz. Ungefähr das, was ich erwartet habe. Und ich freue mich natürlich über jeden, den ich damit unterhalten konnte. Wir sind mal wieder an Tag Spartro, so wie es bei mir immer ist. Ich weiß. Wir sind an Tag Spartro und wir schauen jetzt, beziehungsweise hören wir uns bei der guten Katalea auf. Und ich sehe an, was der liebe Reini jetzt am 1. April auf Naust etc. geschissen hat. Bezüglich das Ende seiner beziehungsweise YouTube-Karriere, hahaha, haben wir gelacht, seiner Internetpräsenz, sagen wir es mal so. Es gehen wilde Spekulationen durchs Internet. Wir werden mal schauen, vielleicht kriege ich noch meinen eigenen Spekulatius, während ich mir das anhöre. Na dann, da die Song, hockt euch hier Sommermeere, reißt euch eine Häube auf. Ja, mir ging an einer in Ding. Hallo und ein herzliches Willkommen. Ein letztes Mal beim Drachen. Ein letztes Mal? Na, gewiss nicht. Da muss ich jetzt schon unterbrechen. Gewiss nicht das letzte Mal beim Drachen. Rainer, so oft wie du schon dein Ende angekündigt hast, also jetzt mal ganz ehrlich. Wie gesagt, wir haben es allein in den letzten 10 Jahren waren es 16 Mal. Seit 2015, in den letzten 9 Jahren, waren es 16 Mal. Wenn man die ganzen Tod vorgetäuscht und sowas mit reinrechnet. Rainer, genau vor einem Jahr hast du dich hingesetzt und gesagt, na, ich will das alles nix mehr, bla bla bla. Na komm. Ja, denn ich möchte mich für ein Jahr oder knapp ein Jahr zurückziehen. Mein aktuelles Endlimit ist der 1.1.2025. Ja, Mensch, Rainer, krieg mal deine Daten auf die Ketten. Also der 1.4., der 1.1. Ich glaube, wir werden dieses Jahr dann, sagen wir mal, sehr früh Neujahr feiern. Im Übrigen, wenn ihr da im Hintergrund irgendein komisches Geräusch hört, das sind Katzen, die mit so einem Katzenspielzeug spielen. Es ist so eine Rollbahn mit einem leuchtenden Ball drin und die schießen das Ding jetzt da durch. Ich habe keine Ahnung, die letzten 2 Stunden haben sie geschlafen. Ich drücke auf Play, sie fangen mit der Scheiße an. Es ist, wie es ist. Ja. Ich glaube, wir feiern dieses Jahr dann sehr, sehr früh Neujahr. Also, ich würde sogar wahrscheinlich darauf wetten, dass wir diesen Monat noch Neujahr feiern. Spätestens aber nächsten, wenn die Barren ausgehen. Sagen wir mal ganz ehrlich. Ja, weil auch sein Zimmer in der Wolfsschanze bezahlt sie nicht von alleine. Also bis dahin möchte ich mich zurückziehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich wiederkomme, ist allerdings recht gering. Mhm. Wenn es so klappt, wie ich möchte, werde ich im öffentlichen Leben vermutlich so gut wie gar nicht mehr vorhanden sein. Ja, Rainer, jetzt denkt ihr doch mal nach, wie sind denn die letzten, sagen wir mal, 12 Jahre abgelaufen bei dir? Und wie oft hat es so geklappt, wie du wolltest? Und dann rechne dir mal aus, ob das dann wahrscheinlich ist, dass es dieses Mal hinhaut.
ich weiß nicht, was das jetzt da wieder ausmalt. Es ist schon komisch, dass er sagt, also mindestens ein Neujahr, aber vielleicht länger. Und hoffentlich wieder ein halbwegs normales Leben führen können. Der Grund dafür, dass ich das jetzt mich entschieden habe dazu, ist, dass ich seit Jahren das erste Mal die Chance dazu sehe. Weiß ich nicht, was soll denn die Chance dazu sein, die ihm jetzt hilft, ein normales Leben zu führen? Hat ihm SSU wieder irgendwie eine Anstellung in der Pension angeboten? Aber das macht wenig Sinn, weil der schwimmt ja auch nicht im Geld. Darf er dann da Bier zapfen? Unten? Schwarz aufs Bürgergeld drauf, während der private Insolvenz, damit er dann schwarz in der Barbarne dazu verdienen kann, damit Uwe nicht selber zapfen muss, während er da sitzt und im Suff mit seinen Kumpels die alten Lanza-Lieder singt. Keine Ahnung. Möglich ist es. Ne? Ich möchte da jetzt nicht so sehr ins Detail gehen. Aber ich weiß nicht, aber Bierzapfen wäre da wohl keiner. Da muss er nicht einmal stehen dafür. Da haut man eben irgendeinen so einen, ne, für 200 plus Kilo geeigneten Hocker hinter die Bar und dann kann er dann da eine halbe nach der anderen rauslassen. Ja. Das hier wird ein Video für Odyssey und ein Podcast für, den Podcast eben. Ursprünglich war geplant, dass noch 3 Podcast-Folgen kommen für die Abonnenten. Die habe ich jetzt inzwischen verworfen. Ja, ich bin schockiert. Leider, ich bin ja vollkommen geblättet. Er hat was angekündigt für seine bezahlenden Abonnenten, den Content, den er bringt. Und das kommt jetzt nicht. Es wäre fast so, als, ne? Also, sowas hat er noch nie gemacht. Ja, also, an all die Leute, die noch an den Dragon Monday glauben, der vor 5 Jahren angekündigt worden ist. Da wartet es vielleicht noch ein bisschen drauf. Genauso wie auf diese Podcast-Folgen. Aber Rainer, ist ja nicht schlimm, weil du hast ja in diesem ganzen Podcast-Scheiße, du hast ja eh immer denselben Schmanz verzeugt. Ja, also es war ja immer derselbe Ding. Oh, ich bin als Kind an Fieber fast gestorben. Ich bin einmal fast ertrunken. Bla bla, die Kinder haben mich in der Schule schon gemoppelt, bla 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 bla. Es ist immer dasselbe Chaos. Meine Familie hat ohne mich gegrillt, ihr habt nicht genügend Pokémon schauen dürfen und habe in die Schule gehen müssen. Ja, ganz unfair, alle anderen haben das nicht machen müssen, weil literally halt einfach jedes andere Kind in Deutschland ist den ganzen Tag daheim gesessen und hat Pokémon geschaut. Nur der Rainer. Beim Rainer war es so unfair, den hat man wider Willen in die Schule geschickt als einzigen. Ja, unfassbar. Die ganze Welt war immer ungerecht zu ihm. Und das haben wir uns jetzt schon 3 Mal angehört, Leute. Schon 3 Mal jetzt. Allein in den letzten 2 Jahren. In Podcast-Form. Nicht zu schweigen ganz zu schweigen von der ganzen Scheiße, die er in seine Streams und seine Videos zwischendurch mal ins Weltnetz rausgesprühschisst hat, ja, wo der ganze Cast nochmal 5-mal wieder erzählt worden ist. Also, ne? Es ist der Welt nichts verloren gegangen, dadurch, dass du jetzt diese 3 Podcast-Folgen nimmer aufgenommen hast. Weil es nicht funktioniert hat und ich eigentlich zum 1.4., das ist übermorgen, also für euch morgen vermute ich, weil das kommt ja am 31. Ist zumindest so geplant. Und dann könnt ihr im Podcast, im Blog nochmal nachlesen, Link in der Beschreibung, was ihr alles machen könnt. Ja, Rainer, ich hab's dir schon mehrfach gesagt. Blogs sind so 2001. Ne? Sagen wir mal spätestens, seitdem es Facebook und YouTube gegeben hat, sagen wir spätestens nach 2004 oder 2005, sind Blogs nicht mehr angesagt. Ganz ehrlich, wenn du ernsthafter Influencer sein willst, dann ist es wirklich nimmer so, dass du sagst, ich mache einen Blog. Es sei denn, du meinst damit, dass du einen Videoblog auf einer der bekannten Videoplattformen, vorzugsweise YouTube, wo du nicht mehr sein darfst, machst für so, keine Ahnung,
Travel-Blogger oder sowas, ihr kennt es, die laufen dann da in der Gegend umeinander und machen dann da von jedem Ort irgendwo kurz ein Video und finanzieren sich dann über die Videos praktisch ihre Reisen. Weiß ich auch nicht, ob das auf dauerhaft gutes Geschäftsmodell ist. Es gibt wohl Leute, die leben da ganz gut davon. Ich sag's euch, wie es ist, ich bin nicht der große Reisefan. Also ich habe die eine oder andere Reise in meinem Leben schon gemacht, aber ich finde es daheim eigentlich schön. Ich fahre ganz gerne auf meine Festivals und vielleicht einmal hier oder dahin. Ja, es gibt so ein paar Sachen, wo ich noch gern hin wollte in meinem Leben, die ich gern verwirklichen will. Und aber ansonsten, nein. Nichtsdestoweniger, Blogs in der Form, in der du sie machst, Rainer, die sind schon seit über 20 Jahren nicht mehr angesagt. Ja? Oder was noch kommen wird. Ja. Der TikTok-Account beispielsweise ist deaktiviert. YouTube wurde ich ja gebannt. Falls ich zurückkommen sollte, werde ich bis dahin, bis ich zurückgekommen bin, YouTube verklagt haben und mir meinen Account zurückgeholt haben. Oder Ja, klar. Ja, Rainer, mit welchem Geld? Rainer, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist jetzt ein ganz wilder Draft. Ich habe nämlich keine Ahnung, was da genau geplant ist und in welchem Zeitrahmen das kommen soll. Aber ich habe gehört, dass es wohl ein Gesetzentwurf gibt. Wie gesagt, das ist alles Hören sagen. Ich kann das nicht hinterlegen. Ich habe das bloß von irgendwem irgendwann einmal gehört, dass dieses Leute permanent von so einer Plattform bannen, wohl gegen entweder deutsches oder Europarecht verstößt, nagelt es mir da drauf nicht fest. Und dass es da irgendwann ein spezielles Gesetz geben soll, allein auch um die Gerichte zu entlasten, weil man merkt, man hört es ja immer wieder. Der und der Influencer ist von YouTube gebannt worden. Und wenn es dann große YouTuber waren oder hier Ende letzten Jahres Kuchen TV bei Twitch und die ziehen dann vor Gericht, gehen gegen diesen Bann vor und das kostet dann zwar immer ein bisschen was, aber die haben, soweit ich weiß, die Leute, die genügend Kohle in die Hand genommen haben, dann auch meistens ihre Accounts wiedergekriegt. Und dementsprechend habe ich gehört, soll es jetzt dann bald irgendwann einmal ein handfestes Gesetz geben, das praktisch diesen Plattformen vorschreibt, jo, ihr dürft die für einen gewissen Zeitraum bannen, aber nicht lebenslang und so weiter und so fort. Vielleicht hat er das auch gehört und spekuliert jetzt darauf, dass er sagt, hey, wenn dieses Gesetz irgendwann kommt, dann dürfen sie mich nicht mehr einfach von YouTube etc. runterbannen und dann gehe ich da einfach wieder drauf. Und dann fange ich mit der Scheiße wieder von vorne an. Das könnte eine Theorie sein. Also, keine Ahnung, ihr könnt es ja mal nachschauen. Vielleicht ist ja geplant, dass Anfang nächsten Jahres dieses Gesetz umgesetzt wird. Ne, dann wäre ich da was auf der Spur. Egal, weiter im Text. zumindest die Option, dass ich meinen neuen Account erstellen darf. Aber Rainer, wenn du den neuen YouTube-Account erstellen darfst, ist es noch nicht gesagt, dass du den auch verpartnern darfst. Ja, also das ist so eine Sache. Wird existent bleiben, aber keine neuen Podcasts veröffentlicht werden oder keine Livestreams mehr veröffentlicht werden darauf, bis ich dann wieder zurückkomme, wenn in einem Jahr, knapp einem Jahr. Also bis du dann wieder zurückkommst in einem knappen Jahr. Also wir sind jetzt schon nicht mehr bei falls, sondern wir sind schon bei bis. Rainer, du verrätst dich mit deiner eigenen Wortwahl. Rainer, du verrätst gerade, dass in deinem Kopf überhaupt gar nicht die Option besteht, permanent wegzubleiben, sondern du redest schon von, bis ich dann wieder da bin. Ich komme schon wieder. Ich tue jetzt so, als wäre es nicht so, weil vielleicht haben ein paar Leute Mitleid und spenden mal ein wenig was auf Tipi. Und die Leute kriechen dann vor mir und sagen, lieber Reini, komm bitte wieder. Wir brauchen dich. Das Internet ist so traurig und leer ohne dich. Weiß ich nicht. Ne? Aber offensichtlich, ja, man merkt an der Wortwahl schon, so richtig ernst meint er das nicht. Auf Twitter wird es ab und zu mal Statements von mir geben. Es gibt ja auch genug Menschen, die Statements abgeben, die keine öffentlichen Personen sind.
Ja, und juckt überhaupt niemanden, Rainer. Und den Twitter-Account lasse ich auf jeden Fall da. Genauso im Übrigen jetzt gerade, du hast gesagt, der Diggity Doggity Account ist mehr oder weniger auf privat gestellt, aber nicht gelöscht. Kick-Account bleibt auch bestehen. Twitter bleibt bestehen. Podcasts bleiben bestehen. Wo ist das dann, sich aus dem Internet zurückziehen, wenn du eigentlich alle Accounts noch hast? Muss man das verstehen? Aber rechnet nicht damit, dass da viel kommen wird. Wenn ich mal einen Blogpost mache, denn der Blog wird auch existent bleiben, werde ich das dann natürlich auch verlinken. So, dann haben wir hier Instagram. Bei Instagram habe ich ursprünglich stehen gehabt, Konto deaktiviert. Jetzt ist Konto gelöscht, weil ich es inzwischen gelöscht habe. Die Deaktivierung hat nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Es hat sich von alleine wieder aktiviert, warum auch immer. Ja klar, natürlich. Instagram hat sich gedacht, nein, den Rainer, den lassen wir nicht gehen. Den aktivieren wir einfach wieder. Und wenn er selber nichts postet, dann machen wir das einfach für ihn, weil den brauchen wir ganz dringend. Instagram ohne Drachenlord ist unvorstellbar. So können wir nicht leben. Da hat der Mark Zuckerberg höchstpersönlich, hat er da die Fäden gezogen und hat gesagt, Reini, du musst jetzt wieder auf Instagram. Und dann hat er es gelöscht. Und jetzt macht er wahrscheinlich der Mark selber noch ein Reini-Profil, damit sein Instagram relevant bleibt. Ich kann es mir nicht mehr ausdenken langsam. Also habe ich kurzerhand beschlossen, den Account einfach komplett zu löschen. Ja, du warst wahrscheinlich zum vorherigen Deaktivieren einfach mal wieder zu dumm. Ich werde ein Video hochladen. Ich werde ein Video hochladen, wo ich alle Ach ja, prophetisch. Ich werde ein Video hochladen. Schön, dass wir das jetzt schon so schön unisono gesagt haben. Aber komm, ich will es nochmal hören, oder? noch. Ich werde ein Video hochladen, wo ich ich werde ein Video hochladen. alles nochmal zusammenfasse. Steht bei Odyssey dabei. Das ist das, was ich hier gerade veröffentliche. Rainer, du hast jetzt einfach nur. Du liest jetzt einfach nur die Scheiße vor, die du in deinem komischen Blog da geschrieben hast. Vor einer Woche. Oder? Du liest jetzt einfach bloß die Scheiße vor, die du in deinem Blog hattest. Ich werde ein Video veröffentlichen, ne? Auf Odyssey, ne? Achso, das ist ja das Video, das ich gerade mache. Das hätte ich jetzt gar nicht vorlesen brauchen. Weil die Leute schauen ja das Video gerade schon. Meine Fresse. Ab dem 1.4. wird nichts weiteres kommen für etwa ein Jahr. Mittlerweile steht fest, mindestens bis zum 1.1.2025. Ja, das ist halt nicht ein Jahr, Rainer. Das ist halt nicht ein Jahr. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich da wieder zurückkomme, also wenn ich überhaupt wieder was mache, dann muss es nicht am 1.1. kommen. Es kann auch sein, dass es am 10.1. oder am 5.1. oder am 100.1. kommt, was auch immer. Ja, der 100.1., wer kennt ihn nicht? Was ist der 100.1. in einem normalen Jahr? Ja, ihr habt das nicht gemerkt? Magie, ich hab kurz Pause gedrückt, ich hab's jetzt nachgerechnet, das wäre dann der 10. April. Der 100.1. Oh Leute. Oh Leute. Ja, am 100.1. Da geht's dann weiter. 100.1. gibt's nicht, ich weiß, das war ein Witz. Na, ihr wisst, was ich meine. Ja, das war kein Witz, das war wieder saudumm, Rainer. Du hast halt einfach wieder reingeschissen. Mit AI ganz wichtig. Es kann auch an einem ganz anderen Tag kommen, auch irgendwann anders mal in dem Jahr. Ja, vielleicht auch am 200. Aber mein momentanes Limit ist wirklich bis zum 1.4. Oder am 366. Was dann wieder der 1.1. vom nächsten Jahr ist. Das kann alles sein. Alter, ich krieg den nicht ordentlich eingepegelt. Fürchterlich. Will ich nichts veröffentlichen. Ausnahmen sind Podcasts. Wobei ich aktuell auch keine neuen Podcast-Ideen habe. Und das wird keine zweite Staffel. Rainer, du hast ja noch nie wirklich Podcast-Ideen gehabt. Aber auch wieder die Aussage, ich veröffentliche gar nichts. Außer Podcasts. Ach, Reini. Reini, gib mir dann nicht. Sagen wir mal, wenn wir jetzt hier am, sagen wir mal, 366.01.2024, also sprich
Anfang nächsten Jahres hier sitzen und das ist noch nichts von dir gekommen, glaube ich, ist da vielleicht. Weiß ich nicht. Ne? Ne? Staffel hiervon geben, wie ursprünglich geplant, und keine weiteren Folgen wie ursprünglich geplant, sondern diese Folge ist hier wirklich ein für alle Mal die letzte, auch für die Abonnenten. Die Musik wird weiter Also, er wird weiter Podcasts veröffentlichen. Wenn er dann wieder Ideen hat, er macht es nur gerade deswegen nicht, weil er keine Ideen hat. Aber die Podcast-Folge, die ihr jetzt gerade hört, ist definitiv die letzte. Sollen wir alle gemeinschaftlich nochmal was in die Pisspodcast schmeißen, oder was ist? öffentlich bleiben auf Spotify, Amazon, Desert und Deezer oder wie sie alle heißen. Desert, Meine ja. Songs, Skr Skr und viele andere sind ja auch auf anderen Plattformen vorhanden. Ja, leider Gottes, Rainer, das steigert das Qualitätsniveau von diesen Plattformen jetzt nicht unbedingt. Ne? Dass das Skr und wie sie nicht alle heißen, meine Kraft und diesen ganzen Scheiß, dass das da alles vorhanden ist, ist jetzt nicht wirklich was, wo ich sage, wow, krass, so, das ist jetzt das Zünglein an der Waage, was die Abo-Entscheidung angegangen ist. Oh, kann ich mir das leisten? Kann ich mir das jetzt leisten? Spotify-Abo, ja oder nein? Aber bei Spotify gibt es Skr. Einwandfrei, das ist es mir allein schon deswegen wert. Da wird abonniert jetzt. Die könnt ihr weiterhin euch anschauen. Dann haben wir hier. Ja, schaut euch bitte die Lieder an. Ihr ruft sie einfach in der Suchleiste auf und dann schaut ihr auf euren Bildschirm drauf und denkt euch, ist das ein schönes Lied. So steht zum Anschauen. Wie der Text da steht, mit Titel und Interpret, ein Traum. Ein Traum. Ja. Könnt ihr mal ins Kunsthistorische Museum gehen und könnt euch die Bilder anhören. Hier Discord. Discord bleibt weiterhin vorhanden. Ja, für den kann man auch Geld verlangen. Das ist ja perfekt. Für den Zugang auf den Discord verlangst du ja immer noch Geld. Das ist ein schönes passives Einkommen. Weiß ich nicht, wie du das dann an der Steuer oder am Insolvenz an der Insolvenz vorbei schmuggelst, aber du wirst den Weg finden. Da glaube ich an dich, Rainer. Also Geld an der Steuer oder an Gläubigern vorbeizuschustern, das hat er dann immer noch hingekriegt. Da war dann die Motivation immer schon sehr groß, dass man sich dann tatsächlich einmal um was kümmert. Hirnkastel einschalten für 5 Minuten und dann schauen, scheiße, wie kriege ich jetzt meine Barne von Diggity Doggity, ohne dass ich da irgendwie an meine Gläubiger oder an die Steuer oder an die Krankenkasse oder sonst irgendjemanden auch nur einen Cent latzen muss. Da war genügend Energie da. Für alles andere nicht. Aufnahme gestartet, nach 10 Sekunden den ersten Bock geschossen. Ja, das könnt ihr jetzt entweder neu machen oder rausschneiden, aber das lass jetzt drinnen und dann gibt es das als Spezial-Uncut-Folge für zahlende Abonnenten. Geil, Rainer. Top-Idee. Was mit Discord zu tun hat. Das heißt, der Tibi-Account wird weiterhin existieren. Ja, natürlich wird er weiter existieren. Ja, aber freilich wird er weiter existieren. Und wird weiterhin da bleiben und ihr könnt über Tibi weiterhin euch den 7-Euro-Rang holen oder auch einen 30-Euro-Rang holen. Ja, für den gibt es halt keinerlei Gegenleistung mehr. Also, ich fasse zusammen, ich werde jetzt das nächste Jahr im Internet überhaupt nichts mehr machen, aber ihr könnt mir dann trotzdem auf Tibi spenden. Einer, wenn du wenigstens Content bringen würdest und so beschissen wie er ist, dein Content. Ja, dass du sagst, jo, ist halt eine Nebeneinkunft von mir, dieses Tibi-Gedöns. Ne? Oder wenn du dann tatsächlich deine Versprechen halten würdest, wir haben festgestellt, 2-mal hat das hingehauen mit den 750 Euro für den 12-Stunden-Stream, dann bist du zu der Erkenntnis gekommen, verfickte Scheiße nochmal, 12 Stunden streamen, das ist ganz schön anstrengend, das ist mir jetzt nicht wert, wenn wir die Leute 750 Euro für die 12 Stunden gegeben haben, du musst ja den Stundenlohn nochmal ausrechnen dafür, aber ist es mir nicht wert, da will ich lieber hier Wichsdadeln, ne? In der Zeit und dann hast du es auch wieder bleiben lassen. Und dann hast du gesagt, ja, das machen wir nur noch 24 Stunden Streamer oder dafür müssen 1500 Euro latzen. Das hat er keiner gemacht.
Steht alles mit dem Tippi dabei, also einfach mal den Blogpost lesen. Außerdem stehen auch die Sachen zu den Blogs dabei. Ich habe mehrere verschiedene Blogs, unter anderem den Gaming-Blog, an dem natürlich nichts weitergehen wird, weil es natürlich da Eine Barrene gibt. Ne? Also beziehungsweise da müsstest du etwas tun. Und es gibt wenig Barrene dafür. Also bitte einfach nur noch, du hast jetzt einfach im Internet den Klingelbeutel hingestellt und hast gesagt, hier, ich komme hier einmal im Monat und leere den aus, aber erwartet keine weitere Interaktion von mir. Bitte. Einfach kommt nichts mehr, kein Content, kein gar nichts mehr. ja eben gelöscht ist. Vielleicht werde ich da ab und zu mal, wenn ein ganz neues Spiel rauskommt, was mich besonders fixt, werde ich da vielleicht mal ein paar Kleinigkeiten speziell intern im Blog machen, aber ich würde nicht darauf rechnen. Rainer, ich würde nicht damit rechnen. Oder darauf wetten. Nicht darauf rechnen. Rainer, wer anderen eine Grube gräbt, hat eine Taube auf dem Dach. Und ansonsten natürlich der Drachenlord-Blog, Drachenlord gegen Hass und Mobbing. Jetzt ist er schon wieder leiser geworden. Ich krieg die Krise. Ich lasse es jetzt so, Leute. Ich lasse es jetzt einfach so. Werde ich auch weiterhin führen. Ich weiß nur noch nicht genau was und wie. Ja, müssen wir mal schauen. Weiß ich noch nicht, wie ich das am schlausten mache. Muss ich mal ausloten. Ja, Rainer, da schreibst halt immer dieselbe Scheiße rein. Und Rainer, wenn du dich komplett aus dem Internet zurückziehen würdest und tatsächlich nichts mehr machst, kein Diggity Doggity mehr, kein Odyssey, kein Kick, kein Blog oder sonst irgendeine andere Scheiße mehr, dann gibt's auch in diesem gegen Hass und Mobbing-Blog nichts mehr zu berichten. Rainer, weil dann hört das auf. Das haben wir dir seit 12 Jahren gesagt. Wenn du aufhörst, hört das auf. Es wird so ein bisschen Nachlauf nur geben. Ne? Das ist wie beim Pissen, da muss man auch ein bisschen abschütteln, da kann man am Schluss immer noch ein paar Tropfen raus. Aber es wird aufhören. Und es hätte schon lange aufgehört. Hättest du aufgehört. Aber da konnte ich wieder gegen die Wand drehen und jetzt wird es wird wieder dieselbe Scheiße sein. Das hört jetzt in den nächsten 2 Tagen hört das nicht auf. Und dann sagt er, ja, wenn es eh nicht aufhört, dann kann ich ja weitermachen. So wie immer halt. Aber wenn die das auch auf Twitter erfahren, also vielleicht schaut ihr auch da mal rein. Und alles andere, wie gesagt, steht alles vom oben bis unten im Detail dabei. Ich glaube, ich habe alles erwähnt, was dabei ist. Und das sollte dann auch eigentlich soweit passen. Ich danke euch nun an dieser Stelle für 12 beschissene Jahre, Rainer, sag's. 12 beschissene Jahre. Rainer, wem dankst du hier eigentlich? Rainer, über 90% deiner in Anführungsstrichen Followerschaft sind Hater, die dich hassen und die dir deiner Aussage zufolge die letzten 12 Jahre zur Hölle gemacht haben. Warum bedankst du dich bei diesen Menschen? Muss man das verstehen? Wahrscheinlich nicht. sehr durchwachsene Jahre. Eigentlich wollte ich sagen gute Jahre, aber man kann nicht sagen 12 gute Jahre, weil Na, das kann man wirklich nicht sagen. Und durchwachsen ist auch der Euphemismus des Jahres, Rainer. Und das Jahr ist noch nicht so alt. Rainer, ein schönes Steak ist durchwachsen. Rainer, wenn ich jetzt einen Monat habe, in dem ich, was weiß ich was, 3-mal in den Hundshaufen gestiegen bin, aber dafür habe ich 300 Euro im Lotto gewonnen, dann ist das ein durchwachsener Monat gewesen. Rainer, deine letzten 12 Jahre, die waren nur Hundshaufen. Das ist nicht durchwachsen, war alles scheiße, Rainer. Klar, die ohne Arbeitsaufwand erbettelten Barne waren schon da und das gebe ich da, aber das wäre mir das nicht wert gewesen, was du dafür hast bezahlen müssen. Egal was deinen weltlichen Besitz, deine geistige und körperliche Verfassung oder deine Reputation angeht. Die sind nämlich alle in Gully runtergegangen. Und das für die paar Barne, glaube ich, war es jetzt nicht unbedingt wert. es waren schlicht und ergreifend keine guten Jahre. Ja. Im Gegenteil, ich hatte sehr lange Hunger- und Durststrecken. Jetzt nicht Ja, du schaust jetzt nicht so aus, als hättest stark gehungert die letzten 12 Jahre. im wortwörtlichen Sinne. Aber Okay. es ist Den gebe ich ihm. Den gebe ich ihm. eine sehr schwere Zeit gewesen zum Teil. Gerade die letzten 2 Jahre waren sehr hart.
Ja, und wer ist daran schuld, dass die letzten 2 Jahre sehr hart waren? Wer hat sein Haus verkauft, um sich einen kleinen LKW zu kaufen? Geh weiter. Und deswegen muss ich mich da mal ein bisschen zurückziehen und den ganzen Scheiß ein für alle Mal sacken lassen. Lass den Scheiß mal sacken. Aber der Scheiß, der sackt schon. Der sackt schon. Der ist in der Hose schon gesackt und der läuft dir seit 12 Jahren langsam am Wasserbein runter. Die Schuhe sind schon voll, Rainer. Denn das kann so einfach schlicht und ergreifend nicht weitergehen. Ich danke euch, es wird dieses Mal an dieser Stelle. Es kann so nicht weitergehen. Das ist OG, wortwörtlich dieselbe Scheiße, die er letztes Jahr im März gesagt hat. Ich kann das alles nicht mehr, das kann alles so nicht weitergehen. Das hat er letztes Jahr im März genau so gesagt. Damals hat es keine 2 Tage gedauert, bis er wieder da war. Schauen wir mal. Ich glaube, dieses Mal dauert es ein bisschen länger, weil er jetzt da tatsächlich irgendwo da relativ günstige Buden hat, obwohl die ja auch schon heimgesucht wird. Und da muss jetzt mal auch wieder was, also ich weiß, ihr hört das immer nicht gerne und das ist immer dieses pseudomoralische, aber Leute, schmeißt da keine Scheiben ein, schmeißt da keine Farbbeutel an die Wand oder sonst irgendwas. Ja, das ist eine Nazi-Butze, die den Dicken beherbergt, aber ihr macht euch damit strafbar und ihr macht euch damit unglücklich. Und ihr wollt euch doch wegen dem nicht unglücklich machen. Jetzt mal ganz ehrlich. Ja? Ihr könnt da hingehen, ihr könnt da mal hupen. Und wenn irgendjemand sich beschwert, warum ihr da gehupt hat, sagt er, es ist vor euch auf der Straße, ist eine Katze über die Straße gelaufen und ihr wollt jetzt sie verscheuchen, damit sie Angst vor Autos hat und nimmer überfahren wird. So. Und dann war's das. Aber bitte, Leute, schmeißt keine Scheiben ein, schmeißt keine Farbbeuteln. Das bringt euch nichts. Das bringt ihm Munition in seiner ewigen Hasstirade, die er dann wieder rausscheißen kann. Ich bin der Etzertler, gar nichts gemacht und werden da andere Leute mit reingezogen. Ne? Jetzt für wirklich 12 interessante Jahre. Ich möchte in Zukunft. Interessant ist auch ein schöner Euphemismus für die letzten 12 Jahre bei dir, Rainer. Also interessant war es auf jeden Fall. Da brauche ich ja auch nicht groß drum rumreden, sonst darf ich das ja hier nicht machen, wenn es mich nicht interessieren darf, gell? Also, aber weiß nicht, ob es für dich so interessant war, weil im Endeffekt bist ja du den Großteil der Zeit in deiner Schimmelbude gesessen und hast Leute, die draußen auf der Straße gestanden sind, irgendwie angebrüllt und mit Scheiße beschmissen. Ist jetzt nicht so interessant. Für die komplette Haterschaft waren die letzten 12 Jahre schon sehr interessant. Vor allem, also auch für mich, der jetzt noch nicht 12 Jahre dabei bin, aber ich habe ja dann die Jahre, die ich nicht dabei war, retrospektiv nachgeholt. Das war schon interessant. Ne? Gut, ich hätte die Zeit dann nutzen können, um einen Uni-Abschluss zu machen oder sowas. Aber hey! The heart wants what the heart wants, I guess. Naja. Vielleicht beruflich mich doch auch im Medienbereich weiterhin tätig. Ich ziehe mich komplett aus der Öffentlichkeit zurück, aber ich möchte trotzdem im Medienbereich weiter beruflich tätig bleiben. Als was, Rainer? Als was? Rainer, du kannst nicht einmal Kabelträger beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk machen. Weil du dich nicht mehr bücken kannst, um die Kabel vom Boden aufzuheben. Geschweige denn, dass du an so einem Drehtag einmal 12 Stunden stehen kannst. Geschweige denn, dass die bereit sind, so viel fürs Catering zu bezahlen, wie du den ganzen Tag frisst. Rainer, jetzt lass die Kirche im Dorf. Du bist medientechnisch absolut inkompetent. Alles, was du gemacht hast, hat absolut null Production Value gehabt, die letzten 12 Jahre. Was willst denn du im Medienbereich beruflich machen? Du könntest
Ding machen, Zeug. Es gibt doch diese Leute, die bei Pornodrehs zwischen den, obwohl das scheitert an der Ästhetik, oder? Die zwischen den Takes beim Pornodreh dafür sorgen, dass der Hauptdarsteller, dass dem der Speer nicht zusammenfällt. Das könnte er theoretisch machen, aber ich glaube, das scheitert an der Ästhetik. Aber vielleicht ist es auch so, dass es ganz gut ist, dass man jemanden ästhetisch eher suboptimierten Menschen hat, der das tut, damit der zwar hart bleibt durch die mechanische Einwirkung, aber dass es nicht zu nice wird, dass, sagen wir, dass nicht zu früh geschossen wird. Weiß ich nicht. Mit dem Bild bitte gerne geschehen, dass ich das jetzt ins Hirn gepflanzt habe. Zeigen, aber nicht im öffentlichen Bereich, also sprich, wenn dann hinter der Kamera, nicht vor der Kamera. Hinter der Kamera? Rainer will Regisseur werden. Ja, genau. Alter, kann er sich bei Amazon bewerben, kann er die nächsten Staffeln von Rings of Power machen. Da braucht man offensichtlich kein Talent dazu. Ach ja, Rainer will Regisseur werden. Sehr gut, sehr gut. Haben wir gut gelacht. Und dann danke ich euch jetzt fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Und vielleicht sehen wir uns ab dem Jahr 2025 wieder. Vielleicht. Ja, hoffentlich nicht, Rainer. Später. Sehr unwahrscheinlich, vielleicht früher, aber das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ich danke euch vielmals und lebt wohl. Ja. Lebt du auch wohl? Bis in spätestens 2 Wochen, wenn du wieder da bist. Ja, Leute. Also der Spekulatius ist ja wirklich sehr stark in der Hater-Community aktuell. Es gibt Leute, die haben schon gesagt, keine Ahnung, der muss vielleicht doch nur in den Knast. Oder das hat was irgendwie mit Insolvenz zu tun. Oder, also dass er praktisch sagt irgendwie, aber das wäre sehr kurzes Insolvenzverfahren. Aber jetzt auch nicht so viele Schulden. Also, wenn man jetzt davor ausgeht, sagt er hat vielleicht 25.000 Euro Schulden. Dass diese Insolvenzgeschichte vielleicht dann bloß ein Jahr dauert. Und vielleicht arbeitet er ja währenddessen tatsächlich irgendwie, keine Ahnung, einen Minijob in der Nazi-Butze und kriegt nebenher nur Bürgergeld und stottert dann damit irgendwie seine Schulden ab und ist dann der Meinung, ja, bis Anfang nächsten Jahres oder bis in einem Jahr sollte ich die Schulden dann weghaben und dann kann ich wieder loslegen. Ich glaube nicht, dass der in den Knast geht. Ich glaube nicht, dass er in den Knast geht, also vor allem nicht für 1 Jahr. Der Mann ist mehrfach wegen Gewaltdelikten vorbestraft. Sollte der jetzt in den Knast gehen, würden sie ihn wahrscheinlich länger weglochen. Vor allem, wenn es ist wegen den Dingen, die ihm die im Januar bekannt geworden sind, die ihm seit Anfang Januar vorgeworfen werden. Da wäre er nicht bloß ein Jahr oder 3/4 Jahr weg, sondern ich nehme mal als bereits verurteilter Gewaltverbrecher auf Bewährung, wenn sowas dann oben drauf kommt, nehme ich schon an, dass die ihm nicht die Mindeststrafe geben, sondern dass dann tatsächlich einmal für 3-4 Jahre sich die Türen hinter ihm schließen. Dementsprechend, ich weiß es nicht. Leute, schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Was glaubt ihr? Warum passiert das? Was ist da der Hintern-Gedanke, die Pointe praktisch von der ganzen Nummer? Und wann glaubt ihr, ist er wieder da? Realistisch gesprochen. Ne? Weil 1. Januar 2025, genau. Ist klar. Na gut, Leute. In diesem Sinne bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer tut nichts, was Rainer tut. Und Medal off.